Guten Morgen und willkommen auf dem Passionsweg. Zweite Station. Nachdem Jesus verhaftet wurde, haben sie ihn über Nacht ins Haus des Hohenpriesters gebracht, um ihn da am Morgen dann anzuklagen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, ab Vers 53. Jesus wurde zum Haus des Hohenpriesters gebracht, wo die obersten Priester, die anderen führenden Männer des Volkes und die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Währenddessen versuchen die obersten Priester und der gesamte Hohe Rat, Zeugen zu finden, die gegen Jesus aussagten, damit sie ihn zum Tod verurteilen konnten. Doch alle ihre Bemühungen waren vergebens. Zwar sagten viele falsche Zeugen gegen ihn aus, aber sie widersprachen einander. Jesus gab keine Antwort. Der Hohe Rat fragte ihn: Bist du der Christus, der Sohn Gottes des Hochgelobten? Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zu Rechten Gottes, des Allmächtigen, sitzen und auf einer Wolke des Himmels wiederkommen sehen. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und sagte: Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt alle seine Gotteslästerung gehört. Wie lautet euer Urteil? Und sie verurteilten ihn zum Tod. Nun war es aber so, die Juden durften damals nicht eine Person zum Tod verurteilen, sondern sie brauchten eben die Erlaubnis von den Römern in Form von Pilatus. Der war der römische Statthalter. Und Pilatus fragte Jesus dann: Bist du der König der Juden? Und Jesus erwiderte: Ja, es ist, wie du sagst. Darauf legten die obersten Priester Jesus zahlreiche Verbrechen zur Last. Doch zum großen Erstaunen von Pilatus schwieg Jesus. Nun, es war der Brauch, dass der Statthalter immer zum Passafest einen Verbrecher freiließ. Darum sagte er, Pilatus hatte die Idee: Jetzt lassen wir doch Jesus frei. Ihr könnt den haben, weil die ganze Beweislast, also die ist wirklich dürftig. Doch das Volk sagte: Nein, wir wollen lieber Barabbas, ein bekannter Mörder, Verbrecher, lieber den als Jesus. Wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus sie, was soll ich denn mit diesem Mann tun, den ihr König der Juden nennt? Und sie schrien: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Warum? Fragte Pilatus. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie noch lauter: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Es gab keinen Grund, kein anständiges Verfahren, Leugen, Betrug. Da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barabbas frei. Er ließ Jesus auspeitschen, übergab ihn den Soldaten, die sich versammelten und ihn nochmal peinigten und dann zur Kreuzigung mitnahmen. Und ich muss heute Morgen euch ehrlich sagen, das ist ein absoluter Skandal. Dieses ganze Verfahren, es macht mich so betroffen, diese ganze Ungerechtigkeit. Diese Hohepriester, warum? Aus Stolz. Was hat euch Jesus getan? Und dann das ganze Volk. Ein paar Tage vorher noch: Hosanna, Hosanna. Und jetzt? Wenn er Wunder tut, ist gut, aber jetzt nicht mal eine gerechte Verhandlung. Und dann der Pilatus, sein Ruf ist ihm wichtiger. Und die römischen Soldaten? Ungerecht, ungerecht, ungerecht von A bis Z. Ein absoluter Skandal. Und das ist die Passionsgeschichte. Ungerecht und allen war es klar irgendwie und trotzdem wurde Jesus verurteilt in dieser Ungerechtigkeit.
Es gibt noch einen zweiten Skandal in der Passionsgeschichte. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Und zwar Napoleon Bonaparte war bekannt dafür, sehr streng zu sein bei seinen Inspektionen. Wenn etwas nicht stimmte, musste man mit harten Strafen rechnen, wenn man als Soldat auch nur ein bisschen aus der Reihe tanzte. Und bei einer Inspektion begab es sich, dass Napoleon da durchging und hinter ihm, das sah er nicht, ist ein Pferd durchgebrannt und rannte direkt auf ihn zu. Und einer der Soldaten hatte den Mut, aus der Reihe herauszukommen und Napoleon zur Seite zu stoßen. Napoleon fiel hin und das Pferd an ihm vorbei. Napoleon stand auf und sagte: Du bist wirklich mutig und darum befördere ich dich jetzt sofort zu einem General. Du bist ab jetzt ein Offizier, auch wenn ich dich nicht kenne, wegen dem, was da passiert ist. Am nächsten Tag ging dieser Soldat, oder eben nicht mehr Soldat, sondern Offizier, dann ins Offizierszelt hinein, zu den anderen. Und alle haben ihn angesehen. Ach, das ist der nicht mal die ganze Schule absolviert, der hat noch gar keine Kampferfahrung, der hat nichts. Das ist ein Skandal. Der sagt jetzt, der benimmt sich jetzt wie ein Offizier, aber der hat gar nicht so viel geleistet wie wir. Das ist ein Skandal. Und dann hat dieser neue Offizier gesagt, da an der Wand, da hängt ein Bild von Napoleon. Und ich bin nicht ein Offizier wegen dem, was ich kann oder was ich schon getan habe oder was ich super alles weiß. Ich bin darum vor allem ein Offizier, weil dieser Mann sagt, ich bin ein Offizier. Warum ist diese Geschichte so wichtig für den Passionsweg? Der eine Skandal ist, dass Jesus alle Ungerechtigkeit erfährt. Der andere Skandal ist, dass ich durch all diese Ungerechtigkeit, die Jesus erfährt, selber gerecht werde. Mein Leben ist ein Skandal der Gnade Gottes. Einfach weil Jesus sagt, du bist gerecht, du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt, für dich habe ich den Preis bezahlt, du bist heilig. Egal, was du kannst, egal, wie fähig du dich fühlst, egal, was deine Geschichte ist, weil du akzeptierst das Geschenk der Gnade, ist deine Lebensgeschichte eine Geschichte von skandalöser Gnade. Und das sind diese zwei Orte. Und heute möchte ich mit euch an beide diese Skandale vor Augen führen. Und es ist ein Moment jetzt nochmal an diesem Karfreitag, um nochmal vielleicht auch deine Lebensgeschichte zu überdenken. Vielleicht wurdest du selber Opfer von großer Ungerechtigkeit. Vielleicht prägt dich das auch sehr. Vielleicht ist das ein Thema in deinem Leben, wo du immer wieder das Gefühl hast, anderen geht es besser. Du hast mehr Unglück, weniger Möglichkeiten als andere. Es ist ungerecht. Und Jesus versteht dich in dem drin. Und Jesus begegnet dir heute in dem drin. Und gleichzeitig dürfen wir nie vergessen, der Passionsweg malt uns nochmal vor Augen. Meine Lebensgeschichte ist die Geschichte von skandalöser Gnade. Ich bin reich beschenkt. Ich werde eine Ewigkeit mit Gott zusammen verbringen dürfen. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin jetzt schon ein Kind Gottes. Ich bin so heilig, dass sogar der Heilige Geist in mir wohnen kann. Alles wegen Jesus, weil er alle Ungerechtigkeit weggewischt hat. Und ich bitte dich, gib Gott jetzt eine Möglichkeit, deine Perspektive auf dein Leben durch diese Linse der Gnade, durch dieses Passionswunder nochmal neu zu definieren. Wir hören eine Klavierimprovisation von Serena und ich fordere dich auf,
schau nochmal auf dein Leben und ganz bewusst nimm die Perspektive nochmal ein. In all der Ungerechtigkeit, die ich erlebe, ist meine Geschichte in erster Linie ein Skandal der Gnade und Liebe und Güte von Jesus. Mir ist vorher ein Lied eingefallen. Vielleicht kennst du es auch und es zeigt so schön die Geschichte über meinem Leben. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Diese unglaubliche Gnade über meinem Leben, die sich in Jesus zeigt, die einen Schurken wie mich eben doch noch rettet. So viel mehr habe ich verdient und danke Jesus für diese Geschichte, die du in meinem Leben möglich machst. Dass ich auf deiner Seite stehen kann, dass ich wissen darf, ich bin in dieser Familie Gottes, ich bin angenommen, geliebt, rein, vergeben. Und ich darf wissen, bis in alle Ewigkeit ist mein Geschick, mein Schicksal gefestigt in der Gnade und Liebe und Güte Gottes. Besser kann es nicht sein. Amen. Wie schön ist unser Jesus. Wie schön ist unser Jesus und das, was er uns schenkt. Wie wunderbar diese Kraft der Passionsgeschichte. Wir machen in 2 Stunden hier weiter und macht das Abendmahl schon bereit, denn Jesus hat seinen Körper zerbrechen lassen und das sehen wir in dieser Passionsgeschichte auf eindrückliche Art und Weise und wir vertiefen es auch so mit dem Abendmahl. Also wir sehen uns bald wieder und bleiben auf diesem Weg. Und ich wünsche dir auch jetzt eine Zeit dazwischen, wo Gott weiter dich nah an sein Herz zieht. Bis bald.